Hoffnung ist das Ding mit Federn. Es wiegt 700 Kilo und soll eine Flügelspannweite von über 4 Metern haben, falls die Installation klappt. Danach sieht es erstmal nicht aus. Man fürchtet eher, dass mindestens einer der Beteiligten ein paar Finger verliert. Egal, es geht hier schließlich um Größeres. Das vorläufige Finale einer ziemlich unglaublichen Geschichte, die vor einem Vierteljahrhundert begann und die davon erzählt, wie großartig Europa sein kann, wenn man nur will. Sie spielt in Etzdorf in der Oberpfalz. 500 Einwohner. Einer von ihnen heißt Wilhelm Koch. Der hatte zur Jahrtausendwende eine Vision. Irgendwann habe ich mal im Industriegebiet gesehen, wie gerade so eine Industriehalle aufgestellt wurde. Da werden ja manchmal nur eben die Säulen gemacht und dann kommt ein Giebelelement mit flacher Dachneigung, ähnlich wie griechischen Tempel, 15 Grad etwa. Und da gab es dann irgendwie bei mir so eine Art Kernfusion, dass man griechischen Tempel ähnlich wie so eine Industriehalle als modernen Beton-Fertigteiltempel baut. Und das direkt an den Ortsrand von Etzdorf. Ein weithin sichtbares Zeichen gegen die schon damals grassierende Europaskepsis und Demokratiemüdigkeit. Eine stolze 1:1 Kopie des Aphaia-Tempels auf der griechischen Insel Ägina. Dessen berühmter Giebelschmuck steht heute in der Münchner Glyptothek. Die Figuren, die die Kämpfe um Troja symbolisieren und andere antike Plastiken, sollten auch in der Etzdorfer Glyptothek gezeigt werden. Natürlich alles Abgüsse. Und alles aus Beton. Das ist natürlich erst einmal ein Fremdkörper hier, weil man sagt, okay, so ein Bauwerk braucht man nicht, aber man braucht ja vieles nicht. Man zehrt ja immer von der Vergangenheit, also man besucht alte Burgen, alte Kirchen und so, aber was Neues schafft man eigentlich nicht. Und das wird jetzt eigentlich wieder mal was Neues werden. Wilhelm Koch, Künstler, Verleger, Kulturpreisträger, überrascht die Menschheit gern. In Amberg baut er 1996 den 18 Meter hohen und rein spendenfinanzierten Vesuna-Turm, Symbol für eine deutsch-französische Städtepartnerschaft. Er initiiert das Amberger Luftmuseum, das sich zu einem der schönsten und lebendigsten Museen in Bayern entwickelt. Er beschert seinem Dorf die einzige Kapelle der Welt aus Asphalt, wo regelmäßig Konzerte, Taufen und andere Feste stattfinden. Warum also nicht auch eine Glyptothek für Etzdorf? 2005 wagt sich Koch mit seinem Projekt erstmals in den heimischen Gasthof. Das war wirklich die Hölle einfach. Für die Dorfleute ist es schwierig, das sowas zu präsentieren, wo man ja selber auch noch unsicher ist und nicht weiß, ja, wird's was, wird's nix. Und dann geht man aber schon in die Vollen. Süddeutsche hat schon berichtet, es gab auch schon erste Geldspender. Obwohl noch nichts war, gab es schon relativ viel. Der Abend verläuft friedlich. Aber es bleiben genügend Skeptiker. Der Bund Naturschutz, der Jagdverband, ein paar Landwirte, kirchliche Vertreter, nicht zu vergessen, die Kunst- und Architekturkritiker. Das ist für mich aus gesehen ein Betonbatzen oder ein moderner Betonbau, das bei jeder Architekt hinstellen kann oder jeder Maurermeister stellt das hin. Das ist doch keine Kunst. Im jetzigen Zeitalter und von der Kultur hat das bei uns nichts zu suchen. Genörgelt wird immer. Aber Wilhelm Koch steht vor einem gravierenderen Problem. Welcher philhellenische Bauer verpachtet seinen Grund, um 2500 Jahre Demokratie zu feiern? Eines Tages ist der William mal zu uns gekommen und hat einfach gefragt, mit dem Acker, was mit dem Acker ist. Er will da eine Glyptothek errichten. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was er überhaupt damit will und meint. Und dann habe ich eigentlich gesagt, nö, ich hat er kein Interesse für so ein Projekt in Grund herzugeben. Und dann hat er gesagt, ja, okay, er kann mich nicht zwingen. Und ist wieder gefahren. Hat nicht lange gedauert, war er schon wieder da. Ja, und dann hat er keinen Ruhe gegeben, bis ich dann gesagt habe, okay, dann mach du die Glyptothek, schau erst einmal, ob du das genehmigt kriegst und dann schauen wir weiter. Koch bekommt beides. Josef Lipperts schönsten Acker und die Baugenehmigung.
Er feiert das 2010 mit einem Volksspatenstich. Längst gibt es einen Verein der Freunde der Glyptothek, eine Stiftung, diverse Groß- und Kleinspender, einen offiziellen Tempelpaten. Über ein Jahrzehnt hinweg werden zur Tempelfinanzierung 6 Marathonläufe veranstaltet. Aber das Geld reicht immer noch nicht. Dafür entsteht in der Zwischenzeit etwas anderes, wovon das ganze Dorf profitiert. Wenn wir damals in Wille nicht gehabt hätten, dann war wahrscheinlich das Schulgebäude weggerissen worden, Bauplätze draus gemacht und dann hätten wir gar nichts mehr. Der Tempel und der Sportverein retten die leerstehende Grundschule und verwandeln sie in einen neuen Veranstaltungs- und Ausstellungsort. Eigentlich ist er von Montag bis Freitag abends immer gut besucht. Das war so ohne den Tempel mit Sicherheit nicht zustande gekommen. Das Etzdorfer Europamuseum dürfte das einzige sein, das auch als Turnhalle genutzt wird. Seit einem Jahrzehnt kann man hier die Entwicklung des Tempelprojekts nachverfolgen und Kunstwerke zum Thema Europa bestaunen. Zum Beispiel eine Karte, die die Vielfalt und den fröhlichen Wahnsinn der europäischen Fußballlandschaft zeigt. Oder eine Designerkollektion aus den Flaggen aller europäischen Staaten. Das prominenteste Objekt sind die Überreste von Wilhelm Kochs weltweit erstem Reiterinnen-Standbild aus dem 3D-Drucker. Leider hielt es der rauen Witterung in der Oberpfalz nicht stand. Und regelmäßig gibt es Sonderausstellungen. Jetzt eröffnet eine mit Zeichnungen von Helme Heine, die er noch kurz vor seinem Tod extra für das Museum angefertigt hat. Eine Liebeserklärung an Europa. In all seiner Unvollkommenheit und Verwundbarkeit. Das Museum zeigt auch, wie sich die Tempelvision im Jahr 2018 nochmals völlig wandelt. Der renommierte Architekt Peter Heimerl, dem Kochs Entwurf zu banal ist, verwandelt den Tempel in eine spektakuläre Betonskulptur. Sowohl der Peter Heimerl als auch ich haben da sehr viel Energie reingesteckt, mit Sponsorentreffen, mit Kommunikation, mit Treffen von Betonmarketingverband, Betonfirmen. Und damals war ja der Beton noch unschuldig, also rein positiv besetzt. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Das Projekt eines Bürgertempels scheint gescheitert. Aber Koch denkt nicht ans Aufgeben, sondern plant ganz zeitgemäß einen grünen Tempel. Und nun wird die Vision Realität. Finanziert durch Bürgerspenden und auch etwas EU-Förderung. Aus Beton ist nur noch der Sockel. In den werden 47 Säuleneichen gepflanzt. Für jedes Land Europas eine. Nicht nur für die in der Europäischen Union. So etwas nackt, wie das Bauwerk jetzt noch dasteht, ist es ein ganz passendes Sinnbild für den aktuellen Zustand unseres Subkontinents. Aber bald wird der Eichenhain grün. Und dann werden die Etzdorfer und die übrigen Europäer hier gemeinsam in der Sonne sitzen und Utopien entwickeln, die in Brüssel und Straßburg anscheinend etwas verloren gegangen sind. Ich denke, das wird von vielen, vielen Leuten eigentlich schon positiv gesehen, dass man eigentlich dieses Thema Europa, wo man ja oft nur negative Stimmen hört, einen Ort hat, wo man vielleicht mal andere Impulse bekommt. Und das ist auch wieder so der Gedanke vom Herrn Koch gewesen, dass das neben der großen Straße ist, die A6, die ja eine West-Ost-Achse ist, von Paris nach Prag. Und das heißt, da sind verschiedene Nationen, die da durchreisen und neugierig werden und vielleicht stoppen und das anschauen, was das ist und so Begegnungen rauskommen. Oh, ich meine, man sieht es ja jetzt schon, der erste Bus ist vor kurzem gewesen. Der hat schon Besucher dort gehabt, die haben sich das schon angeschaut. Wie wir schon sagten, das hier ist nur das vorläufige Finale einer über 25-jährigen Geschichte. Und wo jetzt vorübergehend die Taube der Künstler Thorsten Mühlbach und Gregor Passens in die Landschaft strahlt, sollen andere Kunstwerke folgen. Zum Beispiel ein mindestens 12 Meter hohes, glückliches Europa. Kostet vermutlich eine Viertelmillion, aber auch dafür werden sich Spender finden. Es geht gerade erst richtig los.